In dieser Lektion werden wir reden von, wo wir den Menschen zweifeln. Na, wir haben vielleicht auch ein bisschen davon geredet, wenn wir nicht recht leben, oder wir leben nicht Gott seine Versprechen, aber da sind auch manchmal some Dinge, wo uns vielleicht als gelehrt worden, oder wo wir abgewachsen sind. Und dort lehrt uns doch an, dass wir zweifeln dann. Und so ich habe some Ursachen, wo in Menschen zweifeln. Die erste ist, dass Menschen zweifeln, wenn sie können nicht nur eine bestimmte Zeit wiesen, wo sie dem Herrn annehmen. Und weißt du, das passiert einmal, wenn du in ein christliches Heim bist abgewachsen und du hast von klein an so zu sein und Jesus gelebt. Und du kannst nicht wirklich nur eine Zeit wiesen, wo du wir schon großer sind, und aber einmal dann fängst du Jesus und vielleicht habt eine Versammlung oder was immer das wäre, und dann dreht du in Jesus. Du hast sozusagen von klein an in Jesus gelebt. Und dann einmal kommt vielleicht ein Mensch heran und sagt dir, oh, weißt du was, wenn du nicht kriegst, den Tod und weißt, wenn du gerat bist, dann bist du nicht gerat. Und die Frage ist, glaubst du von dir an Jesus? Glaubst du nu an Jesus? Vielleicht bist du von klein an abgewachsen, du hast gleich wirklich deep in Sinn gelebt und du hast von klein an, hast du an Jesus gelebt und als du abwarst, du lebst immer stärker oder du hast es vielleicht nochmal in Gebet bestärkt oder so wieder und bist über dem getauft. Aber du bist ein Kind Gottes, wenn du lebst an dem Herrn Jesus Christus. So lass dich nicht mutlos merken, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, wenn du nicht kriegst, kannst du nur den Tod und die Stunde wiesen, dann bist du nicht gerat. Die Frau ist, glaubst du von dir an Jesus? Weißt du, die Bibel sagt nicht, dass du mit Krieg kann weiten, was von Tag im Jahr das wir. Die Bibel sagt, glaub an dem Herrn Jesus Christus, dann wirst du selig werden. Das zweite Ding, wo Menschen über zweifeln, ist, dass Menschen zweifeln, wenn sie wundern, als sie der rechte Stoppen nehmen, als sie Christus annehmen. Vielleicht hast du das allein, wo ihr tun. Du wirst allein in deine Stube und sehe ich wirklich das rechte Gebet, oder tue ich das recht, das ist eigentlich mal eine Frau. Oder vielleicht wirst du wo auf einer Versammlung und andere Menschen gehen fern, vielleicht deine Freunde gehen fern, als die Anladung gegeben wird, oder so eine Dinge. Und ich weiß gar nicht, vielleicht gingst du bloß, wenn die andere ging, oder das wäre ein emotionaler Moment und dann gingst du wenn. Aber die Frau ist wahr, glaubst du von der an Jesus. Krieg, würde das jetzt, sagt die Bibel uns gleich, krieg, würde das macht. Die Bibel sagt gleich, auch wenn du das Gebet sagst, oder wenn du die so handschneidest, oder wenn du das warst auf einer Versammlung tun, oder wenn du das warst allein tun, die Bibel sagt, bleib an dem Herrn Jesus Christus, dann wirst du selig werden. Noch ein Ding, Menschen zweifeln, wenn sie kämpfen mit Versägung. Vielleicht heißt es, dass Menschen sich kämpfen noch mit einem gewissen Sinn. Und das ist vielmal ein Trouble bei uns. Ich habe mich bekehrt, aber weißt du, ich habe doch was getrunken, oder ich habe doch was ein bisschen geschmeckt, oder ich habe doch was noch was gecheckt, was ich nicht soll. Ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus angenommen, so sieht er nu war verloren. Und das ist, wo Menschen fangen sehr mit Zweifeln, wenn ich kämpfe noch mit Sinn. Aber weißt du, die Bibel merkt das klar, dass uns Fleisch und die Geist wollen sich immer kämpfen. Du hältst deine gefallene Natur, wenn du auch in Christus bist. Du bist nicht mehr ein Sünder, du bist nicht Gott sein Kind, aber doch dein Verlangen nach rechte Dinge, oder dein Fleisch, das will noch manchmal rechte Dinge tun. Und bloß wenn du Versicherungen hast, oder vielleicht wenn du noch mal gefallen bist in Versicherung, das meint nicht, dass du bist nicht ohne Jesus Christus. Weil wenn du an Jesus glaubst, dann darf sein Blut deine Sinn tun. Und Jesus, der wird die wahre Trag halten, oder der Heilige Geist wird die wahre Trag leiden. Aber du bist gleich kurz verloren, wenn du die auch hast, wofür sind ich. Wenn wir sind fleischliche Menschen, da sind Dinge in uns Leben, was uns fertig trübeln tun, oder Dinge, was wir uns vielleicht sehr angewandt haben, von klein an, und das schwor da rauszukommen, oder das schwor die Dinge aufzuleihen. Aber die Frau ist wahre, glaubst du an dem Herrn Jesus Christus. Und so das Problem ist fertig, dass wir haben ein Missverständnis, oder wir können nicht, wo Gott handeln hat. Und so das Problem ist nicht genug Erkenntnis oder Missverständnis über gewisse Dinge. Das eine Ding ist, über Gott sein stellvertretender Erlösungsplan, oder Jesus sein stellvertretender Tod. Was ich meine mit das ist, dass unsere Erlösung hängt auf an Jesus. Er ist gestorben für uns, er hat unsere Sinn betont, und uns Glauben an ihm gibt uns das ewige Leben. Und so hat mit ihm zu tun. Und ich bin noch ein unvollkommener Mensch, aber weißt du, Jesus will nicht. Und er schrift mir seine Gerechtigkeit zu. Wenn ich vor Gott stehe, dann will ich Jesus seine Gerechtigkeit haben, und Gott wird mich annehmen, wenn ich in Christus sehe. 2. Korinther 5, 21, das zum Vers, was ich gelesen habe, das sagt es das, Gott mögt den, der von keinem Sinn wissen, an sich steht zu sehen, dass wir durch ihn vor Gott gerecht werden, so ist das für ihn gelten. So wie man das klar hat, dass Gott hat Jesus genommen für meine Sinn. Das ist, was wir meinen mit Gott sein stellvertretender Erlösungsplan. Gott nimmt im Alten Bund immer ein Tier für die Menschen ihre Sinn. Sie müssen jeder Jahr Schub schlachten. Aber dann kommt Jesus und er starb für uns. Er nimmt unsere Stelle.
en dadurch haben wir von dir leben. Na, wir wollen in uns selbst niemals vollkommen sein. Wir wollen in uns selbst immer kämpfen mit gewissen Sinn. Aber wir haben eine Gerechtigkeit in Christus. Wenn Jesus kämpft nicht mit Sinn. Und so wie man das klar haben, dass Gott sein stellvertretender Erlösungsplan, das wird wir uns verloren. Das zweite Ding, was wir mal verstehen, ist unsere fleischliche Natur. Bloß einfach, dass wir sind noch fleischlich. Paulus sagt in Galaterbrief, dass wir kämpfen noch mit uns Fleisch. In der Yes, der Fleisch kämpfen sich in so eine Dinge dort. So wir wollen niemals nicht in dieser Welt ganz wegkommen von Sinn. Wenn wir leben in der sinnlichen Welt, wir leben in einem gefallenen Körper, aber dort wird nicht die Erlösung wegnehmen. Wenn du in Christus bist, hast du Erlösung. Und so der jährliche Kampf, wo wir kämpfen, das ist auch ein Ding, was wir einmal nicht ganz verstehen. In Galater 4, Vers 16 und 17 sagt Paulus das. Ich sage ihnen so, wandelt im Jes, dann wo je dort nicht tun, wenn ihr in Fleisch gelassen habt. Na, das ist ein Ding, was wir lernen machen. Aber du musst erst mal glauben, dass du den Heiligen Geist hast. Und als ein Kind Gottes hast du den Heiligen Geist, der wohnt in dir, und der will dich helfen, jeden Sinn zu tun. Aber das ist ein Ding, was wir lernen machen. Wir müssen lernen, mit dem Heiligen Geist vertalen, nur am zu horchen und uns leiden lassen von ihm. Aber dann sagt er wieder, so steht, willst das Fleisch verlangt gerade dort, was der Geist nicht will, und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dass die nicht tun, was die tun möchten. Und weißt du, was Paulus hier sagt, ist, dass wir sind in Christus, wir haben den Heiligen Geist, aber wir haben ans Fleisch. Und ans Fleisch will werden andere Dinge, als was der Geist will. Und das, wo wenn wir einmal das Gute nicht tun, was wir tun, oder vielleicht das Schlechte tun, was wir nicht wollen tun, wenn wir tausend das Fleisch leiden. Aber wir müssen uns lernen, dass der Heilige Geist wohnt in uns, der gibt uns eine Gerechtigkeit, der verbindet uns mit Gott und der will uns leiden. Noch ein Ding, was wir verstehen müssen, ist uns waschen in Christus. Weißt du, wenn wir uns bekehren, wir sind nicht von Stunde an ganz abgewaschen, in Christus so zu sein. Paulus sagt zu den Korinther, so steht, da muss man denken, dass er schrift nur Christen. Und das ist nicht so christlich, was er wird sagen, aber er schrift nur so, was an Jesus glauben. Er sagt, so steht, in 1. Korinther 3, Vers 1. Liebe Brüder, er konnte nicht so reden als die geistlichen Menschen, aber so als die fleischliche, als die anwendliche Kinder in Christus. Hier ist nicht sehr christlich, der. Sie sind Kinder, sie sind nicht abgewaschen, aber weißt du, er nennt ihn liebe Brüder. Aber eine andere steht, nennt er ihn heilig. Sie sind heilig in Christus. Sie haben Vergebung in Christus, aber ihr Leben wird nicht immer durch anwiesen. Ich gebe ihnen mal zu trinken, nicht starke Kost. Je wird noch nicht reu dafür und je kann das auch noch nicht verdrehen. Und so Paulus schrift hat der Korinther, er sagt, jemanden mal abwaschen. Und einmal sind wir vielleicht in Christus, aber wir sind nicht wirklich gewaschen. Und so das ist eine Ursache, wo Menschen zweifeln. Wenn wir können nicht sehr verstehen, oder wir zweifeln vielleicht ein bisschen an was Gott überhaupt hat, oder wo uns rat, und dann sehen wir all diese Probleme, was wir haben, dann wundern wir, sind wir überhaupt gerat oder nicht. Eine von den größten Ursachen, wo Menschen über ihre Errettung zweifeln, ist ein Missverständnis von Gott, seine Errettungslehre, und Unglauben an Christus sein vorgeht Werk. Na, das habe ich also davon geredet, wie man das einfach glauben, dass Jesus hat es vorher gemerkt. Wenn wir glauben, dass er bloß eine Antoling gemerkt, dann sind wir immer unsicher. Und wir wollen niemals ganz Klarheit kriegen, als Jesus mir überhaupt beraten oder nicht. Und wenn du Gott sein Wort lesen, dann musst du bloß einfach mal sagen, dass das ist. Vielleicht fällst du das nicht, vielleicht fängst du das schwerer zu glauben, aber du musst dir mal lernen, das sagen, dass ja, das ist. Gott sagt es, dann ist es so. Und ich nehme das an im Glauben. Ich kann es nicht ganz verstehen, mein Leben, das lernt nicht immer ab, dass es soll, aber ich glaube dort, was Gott von mir sagt. Und so, wenn wir dort nicht kennen, oder wir haben einen Unglauben an Christus in Vorgeworg, dann wollen wir immer zweifeln. Und so, wir haben vielleicht ein Missverständnis über Gott seine Erretungslehre, wenn wir glauben, hat mit uns selbst zu tun, oder mit unserer Kirche, oder mit, wenn ich noch Sinn habe, was Gott mir war verschmieden, dann sieht nicht Rat, all so eine Dinge dort. Und so, wie man rechter Glauben haben an das, und dort gibt uns eine Sicherheit. Noch ein Ding, Menschen zweifeln, wenn ihnen als falsch gelehrt worden, dass sie sollen nur sich selbst in ihre Worten checken, zum Sein, als sie gerat sind. Das ist vielleicht eine von den größten Irrlehren, was wir in uns falsch haben. Dass wir nur uns selbst checken. Wir müssen checken, was wir anhaben, was demütig sind wir, oder was haben wir getan in uns Leben. Und welche, die Dinge sind wichtig, dass wir demütig sind, dass wir recht, dass wir uns gut kleiden, all das sind gleich auch rechte Dinge. Aber das gibt uns niemals die Erlösung. Unsere Erlösung kommt immer in Christus, und so müssen wir sehr klar holen.
Na weet je, wenn wir an die Schrift denken, die Schrift gibt uns viel Grund für unsere Rettung. Die gibt uns viel Grund für Sicherheit für unsere Rettung. Und so wir wollen ein klein bisschen checken, was sagt Gott von das? Weet je, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle drei reden von das. Und so wir wollen checken, was sagt Gott, der Vater von das? Wir haben sozusagen Gott sein Zeichnis. In 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 sagt es das. Wenn wir glauben, was Menschen sagen, können wir noch sicher glauben, was Gott gesagt hat. Na weet je, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du einen Freund hast und der vertelt dir eine Geschichte, durchschnittlich glaubst du das. Bitte das ein Lehen und du weißt Gott, der das einmal lehen, dann musst du nicht glauben. Aber durchschnittlich geredet, wie glauben Menschen? Wir glauben dort, wenn unsere Frau uns was vertelt, wenn meine Frau mir was vertelt, oder mein Mann, oder mein Freund, wir glauben dort. Und das ist, was er hier sagt. Wenn wir glauben, was Menschen sagen, dann werden wir noch viel doller glauben, was Gott sagt. Und weet je dann, was er uns hier sagt, was Gott sagt? Gott sagt es das. Sein Zeichnis ist noch gerade. Also Gott, was er sagt, das ist noch gerade, als was Menschen sagen. Und Gott sieht, dass Jesus Christus sein Sohn ist. So, das ist das erste Ding, was Gott sagt. Dass Jesus ist sein Sohn. Und wie man das glauben. Wenn wir an Menschen glauben, dann werden wir noch viel lieber Gott glauben. Wer an Gott sein Sohn glaubt, weit bis ich im Hort, dass es so ist. Na weet je, wenn wir Jesus haben angenommen, wir glauben an Gott, dann können wir das verstehen, dass Jesus ist Gott sein Sohn. Wer Gott nicht glaubt, nahm Gott damit in Lehre, weil er glaubt das nicht, was Gott von seinem Sohn gesagt hat. Na weet je, das ist ein sehr, sehr ernster Satz. Wenn wir eine Lehre antworten, sagt die kostet nicht weiten, was du der Lösung hast. Das ist eine Lehre. Wenn Gott sagt, immer wahre, dass wir können das weiten. Gott sagt, immer wahre, in Christus hast du das ewige Leben. So, wenn ich dann darum drehe und sage, weißt du, ich kann das nicht weiten, als ich gerade sehe, dann sage ich, dass Gott ist ein Lehner. Und wenn ich als Mensch sage, dass Gott ist ein Lehner, das ist ein ernstes Ding. Und so, wenn du so ein Mensch bist, vielleicht bist du ein Prediger, oder du bist ein Ältester, oder du bist bloß so in der Kirche, aber du sagst, ich kann das nicht weiten, als ich gerade sehe, dann merkst du Gott ein Lehner. Wenn Gott sagt, sehr, sehr klar, also wir hier wollen in der nächsten Vers sein, Gott sagt sehr klar, wo wir das weiten können. Er sagt es dit, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, und das Leben ist in seinem Sinn. Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Das ist nicht ein Ding, vielleicht wird Gott das tun, wenn ich reich werde, oder vielleicht wird Gott das tun, wenn ich mir reich antrage, oder ein so ein Ding ist dort. Durch den Glauben an Jesus Christus, gibt Gott uns ewiges Leben. Aber das ist, was Gott sagt. Das ist nicht, was ich sage, das ist nicht, was ein anderer Prediger sagt, das ist, was Gott sagt. Und ich wünsche, wir würden das merken, was er hier sagt. Und dann sagt er wieder, wer Gott sein Sehen haft Leben. Und wenn du 10 Päusen verpasst, hast du das dann. Er ist dann zwiebelig, hast du das hast. Wenn du das Geld in deine Fub hast, dann hast du das durch. So ist das geschrieben. Du hast das von dir. Du hast es sozusagen in deine Fub. Und so, wer Gott sein Sehen haft das Leben. Und wer den Sehen nicht haft nicht das Leben. Und so, da kann ich klarer sagen, dass das. Wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Die Bibel ist wird schwarz klar. Das ist, was Gott sagt. Das ist nicht, was ich sage. Das ist nicht, was wir als Kirche sagen, aber das ist, was Gott sagt. Aber dann höre ich noch den nächsten Vers. Gott sagt es das. Das schrieb ich ihnen, dass sie an Gott sein Sehen bleiben, dass sie weiten, dass sie das ewige Leben haben. Lass mich daheim lesen. Das schrieb ich ihnen, dass sie an Gott sein Sehen bleiben, dass sie das weiten, dass sie das ewige Leben haben. Das ist, was Gott sagt. Wer den Sehen hat, der hat das Leben. Und dann sagt er hier, ich schrieb ihnen das, dass sie das weiten, dass sie das ewige Leben haben. So, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du das weiten, dass du hast das ewige Leben. Und so, das ist Gott sein Zeugnis. Noch ein Ding, Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir haben das ewige Leben durch Jesus. Er sagt es in Johannes 3,36. Wer an den Sehen glaubt, hat das ewige Leben. Und wer dem Sehen nicht gehorcht, wird das Leben nicht sein, aber bleibt unter Gott sein Euer. Und so, das ist das selbst Ding, was 1. Johannes sagt. Wer den Sehen hat das Leben. Wer den Sehen nicht hat nicht das Leben. Noch ein Ding, was Gott uns in seinem Wort sagt, ist, dass wir haben Vergebung für all unsere Sünden. Er sagt in Apostelgeschichte 10,43, hinter diesem stehen alle Propheten mit Erzeichnis, dass wir immer an Armen glauben wird durch seinen Namen Sinnenvergebung kriegen. Na, sie reden hier von Jesus. Wer an Jesus glaubt, hat in seinem Namen Sinnenvergebung. Und da kann ich klarer sagen, dass das. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Sinnenvergebung. In Kolosser 2, Vers 13, da sagt Paulus es das. Je wären zu einer Zeit geistlich tot, in jene Sinn und in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben.
En so deine Sinnen sind verjäft in Christus. Die Schrift ist 100% klar darüber. Noch ein Ding, wo Gott uns sagt hat, wir sind frei von Verdammen. Er sagt in Johannes 4,24, ich sage in der Wahrheit, wer mein Wort hört und dem gleicht, der mir geschickt hat, haft er ihr Leben und kommt nicht in das Gerecht, aber er ist vom Tod zum Leben gekommen. Und so wir haben durch Jesus, durch den Arm Glauben, haben wir das ewige Leben und wir gehen das Gerecht in Stich. Er sagt in Römer 8, Vers 1, dann ist nun nichts mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so sie Geist dort verlangt. Wenn du in Jesus bist, dann hast du keine Verdammnis für dich. Noch ein Ding, was Gott uns sagt, dass er gibt uns eine Gerechtigkeit. In Römer 4, Vers 1, da sagt Jesus das, wie durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist eine wichtige Frage für dich. Hast du Frieden mit Gott? Glaubst du dort, dass Gott auf dir eine Gerechtigkeit gegeben? Noch ein Ding, was Gott uns sagt, ist, dass heirat uns. Er sagt in Epheser 2, 8 und 9, die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben. Das ist nicht durch ihre Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht uit Worten, sodass keine Ursache hat, sich selbst zu loben. Noch ein Ding, was er sagt, dass wir haben Glauben. Und so das sind alles Dinge, was Gott uns in seinem Wort sagt. Er sagt, wir haben das ewige Leben in Christus, wir sind frei geworden in Christus, wir haben eine Gerechtigkeit in Christus, wir haben eine Rettung in Christus. Und das haben wir alle durch den Glauben. In Johannes 1,12, aber all die am Abnehmen und an seinen Namen leben, die für das Reich, Gott seine Kinder zu werden. So Gott hat uns all diese Dinge gegeben. Und so wenn wir reden von Sicherheit, in unserer Rettung, dann müssen wir fragen, wer sagt das und wer das. Wenn bloß ich das sage, oder bloß ich das tue, dann ist es eine Lehre. Und das ist, wo wir in Menschen fern zweifeln. Wenn sie können nicht sagen, ich glaube an Jesus, so das hat mit ihnen zu tun. Und dann ist es immer eine Lehre. Aber wenn Gott das sagt und Gott das tut, dann ist es die Wahrheit. Und dann müssen wir das leben. Und so was Gott uns sagt, ist so. Vielleicht haben wir das nicht alle ganz verstanden, aber wenn Gott sagt, in Christus hast du die Lösung, dann muss ich bloß sagen, ja, so ist es. Gott sein Wort stimmt und was Gott sagt, ist die Wahrheit.